Ich fange mal immer zu recorden. Okay, queere Sex. Queere Sex als Thema von Haut. Kali. Das sie. Als all Sex, die von der Norm aufweist, automatisch queere Sex. Ja, nee. Okay, merci, ciao, das war für heute. Mir hoffen, dir gefallen, du hast beigelehrt. Adi. Tüdelü. Wusstest du mir gesagt hast, komm mal schwatzen über queere Sex, war so, yes, nice, mega cool. Und du warst so, was ist das? Genau, ich war wirklich so, queer Personen automatisch queere Sex? Das war so die hetero Personen nie queere Sex? Ich meine, dann war das. Doch. Ja. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwatzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Ich habe mich gefreut, ich queere Sex, aber ja, seit wie nie. Aber ja, wie viel? Oh, das ist eine andere Frau. Ich werde die schwarze. Kann den queer masturbieren? Das ist eine mega interessante Frau. Ja, hängt wahrscheinlich davon auf, was ihn untert. Turnt. 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 Okay, Moment. Und ich denke schon, dass es einerseits als mit Identität zu denen hört. Das heißt, weil ihn sich als queer benannt, ihn auch queere Sex hat. Andererseits denke ich, dass es doch viel mit den Normvorstellungen zu denen hört. Und das geht darum, ob das Thema zurück von, was ist überhaupt Sex. Und ich meine, wenn ihr Sex versteht als Penis an Vagina Penetration, also es nicht ernst, wenn ihr das nicht so als Norm vorstellt, sagen wir mal so, oder sich dem nicht bewusst ist, dass das Norm ist, dann ist es manchmal kein queere Sex. Also ich habe das Gefühl, wenn Leute nicht wissen, was queere Sex ist oder was zwei Frauen mit denen am Bett machen, ich habe immer das Gefühl, dass sieht ziemlich viel über das Verständnis von Sex aus, was die Leute tun, aber was sie auch manchmal was andere Leute machen oder manchen zu wissen, was andere Leute machen, weil ich denke mir dann, okay, wenn du keine Ahnung hast, was zwei Personen, die eine Vagina haben, können sexuell machen, was musst du dann? Also musst du da wirklich just Vaginalpenetration und du denkst, dass all Mensch das auch möchte, auch gern möchte, vielleicht noch Analpenetration. Also das ist einfach so ein mega, mega limitiert Vorstellung für Sex einfach. Ja, und ich meine, wenn Sex gesagt als all Handlung, bei der alle Leute, die dabei sind, Lust drauf haben und die bewusst auf der Regung von mindestens einer Person rausgeht, dann stehen da so viele Möglichkeiten ab. Ja. Und ich denke, für allem bei der Frau zu wie queer Leute, also lesbisch Leute, schwul Leute, Transpersonen, Interpersonen, wie auch immer Sex haben, ist nicht nur so, dass so vielleicht mir ein normativ restriktiv Verständnis von was das Sex sondern drin, mir auch so ein bisschen so ein Schaulust. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich verstehe nicht, wie weit die nicht auch par rapport zu anderen hetero Koppeln aus oder Sexualpartner, weil ich weiß auch nicht, was die machen. Ich habe keine Ahnung in meinem Freundeskreis, wen auf BDSM steht zum Beispiel. Ich mute mir auch nicht an, es einfach zu wissen, auf Basis von wie die Leute sind, weil das sei den einem nicht an. Ja. Aber ja, wenn ein heterosexuellen mich fragt, wie Frauen das Sex, was macht ihr dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass die Person nicht auf BDSM steht, weil sonst weißt du, dass es eben noch so ein spielerisches Element gibt oder noch mehr ein breit gefächert Verständnis von Sex, was über
ja Penetration einfach rausgeht. Ja. Und ich meine, fängt ja schon immer dummer da an, dass Leute so wenn sie Frauen oder zwei Männer bei den Sex sind, also kein Sex, oder das kein Sex, wenn du neben dem masturbierst, oder das kein Sex, wenn eine eine Person quasi befriedigt wird. Oder das kein Sex, wenn du eine Massage kriegst, während du dich selber abhackst. Oder dass kein Sex vor keinen Orgasmus hat. Ja. 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 Also teilweise gibt eben noch so die Definition von der Penetration ersetzt durch eine andere Definition, dass zum Beispiel dann Leute so, ja, mit Definition von Sex aus, dass die Leute involviert sind, einen Orgasmus haben. So, nee, auch Ja. das nicht. Ja. Me, das klärt doch froh, ob Leute an einer Heterokonstellation queere Sex können haben. Weil ich meine, hetero heißt ja nicht heteronormativ. Also, dass du quasi die ganz normativ Vorstellungen von vaginal penetrativem Sex, Ja. dass du denen nur gehst. Ja. Und das natürlich immer froh, okay, wenn du kein heteronormative Sex hast, hast du automatisch queere Sex. Ich weiß es nicht. Me süsten einke für all die Leute, die lo lauschteen, nimme weil ein Cis-Mann mal enger Cis-Frau Sex wird, hecht dat net, dass se unbedingt mussen heteronormative Sex hun. Also dat immer in Ja. der Stelle man natürlich keinem. Generell wir sind einfach nicht, was Leute machen. Yes. Außer et Frieden se ans erklären engem mit ganz am Detail. Nicht all Person mit einer Vagina gött gerne vaginal penetriert, nicht all Person mit einem Penis penetriert gern einen anderen Mensch mit seinem Penis. Auch Schwulmänner, also viele Leute meinen, dass all schwule Mann Analsex gerne hat. Nein, ist nicht so. Dafür nicht einfach all Leute an den Dippe geheuen, weil die wissen, ich weiß, mit welchen Leuten du schläfst, ich weiß, welche sexuelle Orientierung, Ja. du weißt also weiß ich ganz genau, was du am Bett musst. Ja. Ja, also muss man natürlich kurz über Porno schwatzen, weil wo kriegen wir die Bilder, zum Beispiel von zwei Frauen, die man nicht Sex haben, oder zwei Männer, die man nicht Sex haben, oder mehr. Zwei oder mehr. Also Porno ist ja schon keine realistische Durchstellung, weil man schon auf vielen Rubriken feststellen konnten, die da an diesem Podcast hören hat. Und das kommen da auch noch. Me für allem Lesbe-Porno fand ich besonders schlimm, weil also der Mainstream-Porno sich also am größten Ganze für einen heterosexuellen Mann gemäht, aber wenn dann ein heterosexueller Mann eine Szene inszeniert, wie zwei Frauen mit einem Sex haben, für das du nur ein Heteroman kann gucken, könnt einfach nichts Gutes dabei raus. Ja. Also wirklich so lang Fangernägel, ganz viel Dildoen. Und ich so nicht, dass alle Frauen, die mit Frauen Sex so kurz Fangernägel haben, okay, Bock auf Dildoen, mit das so, nee, Leute, it's too much, das ist nicht wie das geschieht. Mit das mal nicht nehmen am Porno. Ich meine, noch wenn du der Film oder Serie guckst, du hast auch immer Oralsex an Strap-on, den irgendwas von angefordert wird. Ja, also Strap-on, den Bei emotional Dildo. Yes. Ich schon effektiv drüber nur gedacht, weil ich drüber nur gedacht habe, okay, für so heteronormative Sex hörst du einfach mega viel Vierlachen, also basically all Film und all Porno, aber für queere Sex halt nicht, hörst du kein so ein Geschicht quasi, was cool ist, weil du vielleicht dann mehr Licht auch kannst aus dem der noch mehr der Vierstellung ausbrechen, weil du halt muss selber irgendwie den Geschichte erzählen, also quasi. Mir gehen aber auch paar Filme, die ganz entre guillemets gut queere Sex durchstellen, zum Beispiel The Handmaiden. Fand ich ziemlich cool, ich weiß nicht, was du gesehen hast. Nee. Muss ich da mal machen. Yes. Es gibt ein Leben, bevor du The Handmaiden geguckt hast, und ein Leben, nachdem du The Handmaiden geguckt hast. Also das ist wirklich ein guter Film. Oder 100 Beats per Minute, also auf Französisch 100 Battements par Minute,
Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee, auch nicht. Tassi! Ja, ich bin enttäuscht von da. Der größte Kinder. Von allem die 2 Filme sind nicht so alt. Also der erste Film spielt, ich meine, an den 80er während der AIDS-Krise und geht auch viel um so Aktivismus. Und ja, du hast für allem auch ich meine, da ist ein Handjob Szenen dran am Film, die wirklich mega, mega schön ist. Also das sind 2 Filme, die ich kann und Herz lehnen. Nice. Das fand ich cool. Ja, also das fand ich dann ziemlich cool, dass bei queerem Sex hat vielleicht nicht so viel gemachten Bilder an den Kopf sehen, aber ich fand dann trotzdem, dass sie sich nicht davon frei machen. Also die echt paar Jahre, wo ich Sex mit Frauen hat, war ich mindestens genauso verunsichert wie an einer Heterokonstellation. Also ich muss ehrlich sagen, wie das Leute immer so verwirrt sind, was Frauen am Bett machen. Die Situation hat sich für mich nie gestaltet. Also es war nie so, ich bin eine Frau, du bist eine Frau, was machen wir da lo? Was machen wir mal so einen Kipperdealer oder so Genitalien, das geht ja gut nicht an den Nähen. Also ich meine, ja, du lässt mir das einfach so absurd, ja. Weil du musst einfach, worauf du Lust tust. So. Ich meine, da ist so der sprangende Punkt, und da ist das, worüber du auch gespart hast, eben aufwischen von Bilder, die du gesehen hast, aber was du meinst, was ein Mensch möchte, und was du auch sollst machen, einfach Erkundschaften, worauf du Lust tust, und dann ergibt sich das einfach. Also, natürlich, also der Lehrprozess und so weiter, und tut auch viel mit Kommunikation zu tun, aber es gibt nicht so die eine Sache, die du musst machen, für das es queere Sex ist. Ja, nee. Geht es einfach nicht. Nee. Und ich muss sagen, ich hatte auch schon mit queere Personen relativ normative Sex. Also wo wirklich so mega genitalzentriert das an zack, bumm, das sich aus Hand und Genitalien, die eine Person könnte, die andere Person könnte, und das war es. So. Ja. Und ja. Was ja okay ist. Also ja, ich meine, was mega okay ist, was nicht heißt, dass es mega weltbewegend und groundbreaking muss sein, für queere Sex zu sein, mit der definiert noch so ein bisschen für sich selber. Ja, klar. Par rapport zu queerem Sex sind mir eine ganze Reihe von so Mythen gefallen. Diese Kurse beim Hulu war verschiedener schon gespart, natürlich. Weiterer sind auch zum Beispiel, dass bei queerem Sex nicht braucht zu verhüten. Queere Sex an dem Sinn, dass ja zum Beispiel 2 Personen mit einer Vulva oder 2 Personen mit einem Penis mit einem Sex haben, oder mehr. Was nicht stimmt. So. Erstens kann ihn auch bei gleichgeschlechtlichem Sex Geschlechtskrankheiten kriegen. Und zweitens können auch Männer schwanger gehen. So. Also ich meine, Voraussetzung für schwanger zu gehen, aus der sie ein Gebärmutter hat an E-Zellen, voilà. Es muss sie nicht sich als Frau definieren. Ja. Schon an der Vierberedung, wo du dann über queere Sex geschwärzt hast, war ich gedacht, ja, mich kann nehmen quasi als einer cisgeschlechtlicher Positionierung rausschwatzen. Also cis heißt, dass ich mich mit dem Geschlecht identifizieren, was ich bei der Geburt zugeordnet gut. Und dann habe ich eine Broschüre gelesen, die ziemlich cool ist, von dem Verein Transrecht, die heißt Körper, Sexualität und Beziehungen für junge Transmenschen. Wir machen den Link in der Beschreibung von unserer Website. Und die Broschüre geht auch ziemlich cool darauf an, wie quasi Sexualität für Transmenschen oder nicht-binäre Menschen ist. Und auch da geht zum Beispiel auch geschwärzt, schwanger zu gehen für Transmänner. Und die müssen dann zum Beispiel zu dem Moment einfach Testosteron aufsetzen. Und da kann es schon einfach auch gut sein, dass du schwanger bist. Beziehungsweise, wenn du Testosteron hältst und du bist schwanger, da musst du dann aufsetzen und so. Also das, genau, sind noch einfach Informationen, die du sonst so nicht mitkriegst. Und das ist ziemlich schuld. Für einen auf meinen Mythentrick zu kommen.
ich weiß nicht, ob das wirklich viel die los mir ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Leute das tun, dass Frauen, wenn sie mal nicht Sex haben, dass das immer zärtlich ist und wenn Männer mal nicht Sex haben, dass das immer rau ist. Oder auch zum Beispiel die Vorstellung, dass wenn zwei Personen vom selben Geschlecht mal nicht Sex haben, oder auch einfach nicht hetero Personen Sex haben, dass dann immer sozusagen den männlichen Part muss überholen und den anderen den weiblichen. Ja, weil du nimmst eine andere Umschreibung als für eine Person als aktiv und eine Person als passiv. Natürlich als dann das männlich konnotiert mit Aktivität und nicht weiblich mit Passivität. Was sogar bei heteronormativem Sex absolute Bullshit ist. Also wenn du ein Vagina hast und die ausspannst, an der Beckenboden ausspannst und also so, das ist kein passiv Sache. Ja, nee. Du hältst etwas an der ab. Und meistens wechselt das ja auch auf, so wie aktiv oder passiv ist. Ja. Aber bon, also jedenfalls, es gibt aber Leute, die sich als Butch oder Femme zum Beispiel selber definieren, weil er auch voll okay ist. Das heißt, ja, das kann ihn als Selbstdefinition von Personen muss ich nicht respektieren. Damit kann ich aber nicht so ich denke, dass du den Mann an der Beziehung bist und du bist Frau in der Beziehung und das andere sozusagen abzwängen. Ja, und ich meine, ob er sich als Butch oder Femme definiert, sieht noch gar nicht darüber aus, wer den beim Sex mischt. Nee, das sowieso auch nicht. Ja. Was sind noch andere Mythen? Oh, Top und Bottom, habe ich noch. Oh, yes. Also das für allem geht das benutzt bei schwulem Sex, dass du dich muss entscheiden, ob du ein Top oder ein Bottom bist. Also was du Top bist, penetrierst du, aber wenn du ein Bottom bist, wirst du penetriert. Und dass da so ein relativ fast geschrieben Sache ist auch. Ein Mythos, den ich noch hat, war, dass all queer Leute aber nicht stehen. Das, ja. Oh, hat das lesbisch? Da musst du verkuppeln, weil die werden ganz sicher aber nicht stehen. Nee. Das ist genauso wie bei Hetero noch. Meinst du viel den sich schicken zu sagen, man meinst du nicht. Voilà. So einfach wie das. Ja. Und als letzter Mythos hatte ich noch, dass bei queerer Sex keine Vergewaltigung kann stattfinden, wobei ich du hauptsächlich eben zur Person immer länger Vulva gedurcht tun, weil ja die Hauptdefinition von Vergewaltigung also dass Penetration muss stattfinden tun. Also das irgendwo könnt. Ja, voilà. Und es gibt aber auch mit breit Definitionen davon. Aber das ist ein Riesenthema für sich. Ja. Aber ich persönlich gebe so ein also ich fand, es muss nicht eine Penetration stattfinden, für dass ich von einer Vergewaltigung kann schwätzen. Ja, also von allem, da sind Begriffe ja auch schwierig. Ich meine, Vergewaltigung trifft schon viel das Bild von Penetration an der Kopf, während sexualisierte Gewalt ja am Anfang wirklich viel mehr breit ist, und einfach eine Person umzupacken, auf langer Dauer, wenn sie das nicht will, ist halt einfach nicht okay, und das ist schon sexualisierte Gewalt. Ja. So. Ja. Und das kann auch psychologisch sein. Also das muss nicht auch unbedingt. Sexualisierte Gewalt kann auch einfach eine sexuelle Belastung sein, so, zum Beispiel. Ja. Außerdem, wenn sie Transmänner mit denen an Bett gehen, dann heißt das ja schwule Sex, auch wenn vielleicht so zwei Vulven sind. Genau, und das, also quasi, was für ein Geschlechtsidentität du hast, ist mehr wichtig, wie was für Körper du hast. So. Sommer eng Cis-Frau an en Cis-Mann hu Sex mat den an eng von den zwei Personen definiert sich als hetero und die andere Person definiert sich als pansexuell. Da sie net an enger hetero Beziehung an so kein heterosex theoretisch. Ja. Voilà, das wollte ich von dir bestätigt kriegen. Merci. Ciao. Schönen Abend. Ja. An eng Frau als auch eng Frau, wann so heinst du gern ige Blose krit. Ja. An heinst du also doch hilfreich, einfach verschiedene Körperteile ernst zu benennen oder umzudeuten. Oder das ist auch okay, so nicht Willen zu benutzen. Ich habe Sexszenen an Disobedience ganz schön fand. Hab ich nicht gesehen.
Du hast du mal nicht gesehen. Aber dann machen wir für nichts als Hausaufgaben. Ich gucke den Filme und du guckst meinen Film. Okay. Du hast Easy gesehen. Nee. Da guckt er doch. Das ist eine Netflix-Serie. Du hast auch eine ziemlich gut Sexszene zwischen zwei Frauen. Eine Serie? Ja. Da weißt du, was du nur musst. Ich meine schon nicht so gesehen. Sind wir nicht sicher. Und dann kommen wir zu unserer cooler Rubrik. Mit einem coolen Tassi. Wir haben schon drüber geschwärzt, dass auch in Beziehungen keine Gewalt passieren. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Dafür haut eine Rubrik zu emotionalem Missbrauch. Romantische Beziehungen gehören mit zu den intimsten Relationsformen. Sie können ein Quell von Zärtlichkeit, Liebe und Unterstützung sein. Wenn ihr sich so nah ist, besteht aber auch immer die Gefahr, dass ein ungleichmäßig Machtverhältnis entsteht und den einen probiert, den anderen zu kontrollieren. Bewusst oder unbewusst. Weil es viel mehr oft vorkommt, wie ihr mengen kennt, und oft nicht ganz einfach zu erkennen ist, geht es an der Rubrik von dieser Woche um Missbrauch an romantische Beziehungen. Es ist auf dieser Platz gewarnt, dass am Folgenden verschiedene Formen von Missbrauch abgezählt werden. Wenn ihr nur Missbrauch an einer romantischen Beziehung denkt, könnt ihr den meisten wahrscheinlich direkt physischen oder sexuellen Missbrauch an den Kopf. Dabei gehen es noch ganz andere Formen von Missbrauch. Emotionalen, finanziellen und digitalen zum Beispiel. Verschiedene davon sind mehr, andere Männer offensichtlich. Hier ein kleiner Überblick über der Weise, wie sich emotionaler Missbrauch manifestieren kann. Emotionaler Missbrauch können Beleidigungen sein oder ein Ungeizen. Das kann aber auch heißen, dass ihr dich an der Öffentlichkeit bloßstellt, dass ihr seht, was du sollst unduen und wie du dich sollst beholen, dich permanent kritisiert oder der verbietet, Kontakt mit Freunden oder Familienmembern zu haben. Weitere Formen sind Stalking, Gerüchte verbreiten, engem Gewalt undrohen oder dummer drohen, sich zu suicidieren, wenn ihr nicht kriegt, was ihr will. Wenn eine Person dich konstant für ihr schlecht Verhalten verantwortlich möchte oder der dummer droht, den Geheimnisse weiter zu verraten, ist das auch emotionaler Missbrauch. Oder auch, sich weigere not zu lauschen, engem anzureden, dass sie sich alles schüss angebildet hat oder sich falsch an etwas erinnert oder Gefühle und Bedürfnisse von dem anderen Ruf zu spielen. Emotionaler Missbrauch kann fast passieren, aber auch online. Wenn ihr dich unter Druck setzt, Fotoen von dir zu checken oder dir regelmäßig gegen dein Willen Fotoen oder Messagen schickt, ist das auch eine Form von Missbrauch. Genauso verhält es sich damit, wenn ihr dich unter Druck setzt, für ein Passwort von dir zu kriegen oder Rosen ist, wenn du nicht permanent über Telefon oder online zu erreichen bist. Emotionaler Missbrauch verursacht zwar kein körperliches Peng, aber dafür aber emotional Peng. Am schlimmsten Fall fängt dafür an zu glauben, was den anderen ihm sagt. Es hinterfragt sich permanent selber, es fühlt sich stumm und wertlos und entschuldigt sich dauernd. Echt Unzeichen dafür, dass etwas nicht an der Reihe ist, als wenn einer am Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, auch wenn er nicht genau den Finger auf die Ursache dafür legen kann. Auch wenn er immer im Lied oder sein Verhalten so reguliert, für seinen Partner auch nimmer nicht Rosen zu machen, als das ein Schlechtzeichen. Missbrauch kann am Anfang noch harmlos wirken. Wenn er aber über lange Zeit immer auftritt, kann das dazu führen, dass dafür sich durch Nähe fühlt, ängstlich wird, sich isoliert fühlt, depressiv wird und Situationen nicht mehr richtig ausschätzen kann. Auch für viele Opfer das denken, das nicht hier schuld, dass sie missbraucht gehen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Partner oder deine Partnerin dich körperlich, sexuell oder emotional missbraucht, schwatz mit einem drüber. Das können Freunde oder Familienmember sein. Wenn ihr mit einer neutraler Person schwatzen, kann ihr sich aber auch zum Beispiel beim Planning familial melden. Jugendlichen steht unter der Nummer 116 111 rund um die Dauer ein Ansprechpartner zur Verfügung. Am Fall von häuslicher Gewalt kann sich in den Service d'assistance aux victimes de violence domestique wenden. Nummer ist 26 48 18 62. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex.
der Podcast für all Mensch mit engem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzenter für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht all Responsabilität für den Inhalter von diesem Podcast auf.